Merci, dass ihr Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Das Woche haben wir am Europäischen Parlament zu Straßburg über die wichtigen und komplizierten Dossier diskutiert und aufgestimmt. An diesem Dossier geht es um eine europäische Direktive über Verbraucherkredite, wo probiert wird, Regeln und Bestimmungen für die Kredite an Europa zu harmonisieren, an den europäischen Binnenmarkt auch an diesem Bereich zu schaffen. Übrigens handelt es sich um einen Markt von 800 Milliarden Euro. Das sind 32.000 Milliarden früherer letztebäuerischer Franken. Schönen guten Tag, lieber Kurt, und vielen Dank, dass du bereit warst, mit mir über diese sehr komplizierte Verbraucherrichtlinie zu diskutieren. Und du kannst uns vielleicht erklären, was wir denn jetzt erreicht haben und wo wir noch nicht zufrieden sind und worum es eigentlich geht. Ja, also es geht darum, dass die Rechtsordnungen zu diesem Verbraucherkredit in jedem Staat völlig anders sind. Und natürlich wollen wir alle miteinander einen Binnenmarkt, auch auf diesem Sektor des Verbraucherkredits, dass die Menschen auch über die Grenze hinweg Kredite aufnehmen können oder sollen. Und die Meinung war, dass dazu eben auch eine gewisse Rechtsangleichung erforderlich ist. Und das trifft auf eine gewisse Weise auch zu. Und im Unterschied zum allerersten Vorschlag ist es jetzt so, dass nur 5, 6 Grundelemente des Kreditrechts, also nicht der ganze Komplex, abschließend einheitlich geregelt werden. Ich will mal beim Positiven anfangen. Ja. Das ist der effektive Jahreszins. Der wird jetzt und muss jetzt künftig in ganz Europa nach völlig einheitlichen Kriterien berechnet und fest. So, das bedeutet dann, dass eben die Menschen aus Luxemburg auch in Trier die Kredite vergleichen können nach dem effektiven Jahreszins und umgekehrt. Ja, und sehen, wo es am günstigsten ist. Richtig, ja. Dann wird es künftig ein einheitliches Widerrufsrecht von 14 Tagen für alle Verbraucher geben. Ja. Das war bisher in etwa der Hälfte unserer Staaten bereits der Fall. Auch wiederum nach einheitlichen Vorschriften. Ich glaube, das kann man auch akzeptieren. Ja, das genau. Und dann wird vorgeschrieben, dass künftig ein Kreditvertrag mindestens 20 oder sogar 21 Einzelpunkte beinhalten muss. So, das soll jetzt künftig und muss überall einheitlich eingehalten werden. Zusätzlich muss der Verbraucher, bevor er diesen Vertrag unterschreibt, von der Bank oder übrigens nicht nur von der Bank, sondern auch von einem Händler, der ihm mal etwas auf Raten verkauft. Das kommt ja auch vor. Oh ja, bei Autos. Ja, zum Beispiel. Muss er ihm vorher ein Informationsblatt übergeben, das ebenfalls aus 20 Einzelpunkten wird keiner besteht. lesen. Nicht wahr? Eben. Und das war unserer Meinung nach, meiner und auch deiner, ja, zu bürokratisch. Zu viel. Ja, zu viel. Und ich glaube, dem Verbraucher ist auch nicht damit gedient, dass er mit Informationen zugeschüttet wird. Zumal, wenn er nur 200 € leiht. Eben. Ja, das ist ja auch, was hältst du denn von diesem? Ja, deswegen hatte ich ja vorgeschlagen, und es ist mir unbegreiflich, dass das eigentlich nicht angenommen wurde, zu sagen, erst ab 500 € zwingend. Und viele haben dann schon das Missverständnis, dass sie sagen, dann gilt es ja darunter gar nicht. Denn es ist natürlich klar, dass in Bulgarien zum Beispiel sind natürlich 500 € etwas anderes als in Luxemburg oder in Trier. Aber wenn wir sagen, ab 500 € europäisch zwingend, dann kann jeder Staat unter 500 € es gleichwohl machen. Er kann sogar noch schärfere Regeln, wenn er will, unterhalb von 500. Es hätte einfach nur mehr Spielraum für die Staaten bedeutet und nicht weniger Verbraucherschutz. Das ist manchmal unverständlich. Wer war denn da dagegen? Also Hauptschuldige sind die Referenten im Ministerrat. Das nicht bei uns im Parlament. Na, ich will gleich mal kurz sagen, wie es zustande kommt. Es ist halt so, wenn dann 27 Staaten zusammensitzen, jeder hält seine Regelungen für das Gelbe vom Ei und fürs Beste auf der Welt und will sie unter keinen Umständen hergeben. So, und dann wird ein Kompromiss in der Weise kommt zustande, dass man einfach alles aneinander reiht. Und da wird es insgesamt eben ungenießbar. Ja, so wie wenn wir ein europäisches Essen gemeinsam kochen wollen und jeder besteht auf seinen Gewürzen und dann kommen sie alle rein und dann schmeckt es nicht. So. Und im Parlament war es halt so, dass die Kollegen es, sagen wir so, auch leid waren und dass man zum Ende kommen wollte. Ja. Der Rat hat gesagt, wir ändern dort das nicht. Und dann haben also der Unverstand war mehr bei den Regierungen. Richtig, und dann haben leider, ich hätte es darauf ankommen lassen wollen. Deswegen bin ich ja auch kritisiert worden, aber ich finde, dafür sind wir eigentlich
da. Hier im Parlament, und dafür bin ich auch da. Und wenn du nicht so hartnäckig gewesen wärst, dann hätten wir noch einen schlimmeren Text gehabt, als den wir jetzt haben, wo wir auch nicht ganz zufrieden sind. Nein. Aber genau so ist es. Wobei, wenn man das ganze Gesetzgebungsverfahren betrachtet, du hast es ja vorhin in der Einleitung gesagt, der allererste Vorschlag der Kommission, der war ja ganz verheerend. ach, der war verrückt. So, und dass der nicht zustande kam, das ist richtig, die erste Lesung des Parlaments, bei der wir beide ja auch schon dabei waren. Ja. Und jetzt ist das noch einmal etwas verbessert worden. Es ist mir insbesondere gelungen, beim Überziehungskredit, der, ich nehme an, auch in Luxemburg ein beliebter, einfacher Kredit ist, dass wir dort 4, 5 Punkte herausstreichen konnten, damit der doch etwas einfacher ist. Und dann ist, das war ja heiß umstritten, das ist der Punkt, der jetzt auch geregelt wird, wie es mit der Entschädigungsregelung bei einer vorzeitigen Rückzahlung ist. Und da sind eben die Finanzierungskulturen, die Gewohnheiten unserer Menschen völlig unterschiedlich. Und ich bin der Meinung, der europäische Gesetzgeber sollte mehr auf diese unterschiedlichen Gewohnheiten eingehen und nicht den Menschen, Ländern überlassen. Ja, eben, und nicht den Menschen von oben etwas überstülpen. Und im Grunde habe ich mich und haben wir uns da auch jetzt durchgesetzt. Im Ergebnis haben jetzt die Staaten in diesem Bereich auch Spielraum. Das können die Luxemburger so machen und die Franzosen können es anders machen. Und der Verbraucher kann ja dann sehen, wo er am besten wegkommt. Richtig, ja. Ja, aber glaubst du denn, dass jetzt, weil ja die Zinsen sehr unterschiedlich sind für Verbraucherkredite, in Finnland wären es so 6%, in Portugal 12%. Glaubst du denn, dass wir jetzt einen gemeinsamen Binnenmarkt bekommen? Wäre es so, dass der Portugiese wird er dann nach Finnland gehen, weil es da am billigsten ist? Ich denke, das Wichtigste in der Politik ist nicht juristische Erbsenzählerei, sondern gesunder Menschenverstand. Und da habe ich ja immer wieder gesagt, also es soll doch keiner glauben, dass die Menschen deshalb nicht im Ausland einen Kredit aufnehmen, weil sie Angst vor der unterschiedlichen Rechtsordnung haben. Das kann ein bisschen eine Rolle spielen. Entscheidend sind doch die Sprachen, die Gewohnheiten, das Vertrauen in die Situation vor Ort. Also dass wir jetzt massenhaft, grenzüberschreitend... Es ist nur 1% jetzt von diesem ganzen Paket von 800 Milliarden. Ja sehen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das wirklich gravierend verändert. Was aber schlimm ist, und das haben ja nun alle Fraktionen allerdings immer einheitlich hart kritisiert, dass die Kommission nicht bereit war, eine Folgestudie, eine Wirkungsstudie, eine Folgenabschätzung vorzunehmen und vornehmen zu lassen. Und mir ist völlig unbegreiflich, warum man nicht mal hingeht, auch ökonomisch, mal untersucht, nicht bloß so im Zeitungsartikel, sondern richtig wissenschaftlich untersucht, warum sind denn in Finnland die Zinsen bei 6 und in Portugal bei 12. Es muss doch Gründe dafür geben. Ja, und jedenfalls liegen sie ganz bestimmt nicht darin, dass wir kein europäisches Verbraucherkreditrecht haben. Es könnte ganz im Gegenteil sein. Ich habe das gehört. Ich kann es ja nicht selber, kann ich nach Finnland gehen und erst mal ein paar Wochen dort die Kreditlandschaft studieren. Dass in Finnland, auch bei anderen, es muss ein glückliches Volk sein, die Finnen, die haben in diesem ganzen Rechtsbereich, auch im Steuerbereich übrigens, sehr einfache Regeln. Da gibt es kaum nicht dieses Steuerberaterwesen oder Unwesen wie bei uns und Rechtsanwälte. Das ist dort alles sehr viel einfacher. Das könnte sein, das ist daran liegt, dass sie billiger sind, sogar auch billiger als wir und ihr. Dann ist es natürlich auch so, es hängt natürlich auch davon ab, wie gut die Zahlungsmoral. Die Zahlungsmoral, richtig. Vielleicht ist die in Finnland höher als in anderen Ländern und die Banken müssen ja diese Zahlungsmoral, gerade bei diesen Kleinkrediten, werden die ja pauschal eingerechnet. Ja. Aber jetzt ist es, also jetzt haben wir die Richtlinie, aber sie tritt erst 2010 in Kraft. Ja, es ist eine 2-jährige Frist. Und ich habe immer gesagt, die Kommission ist davon ausgegangen, dass alle Banken Gangster und alle Kreditaufnehmer, dass das von Idioten sind oder schwachsinnig sind. Und so kann man ja nicht europäische Gesetze machen. Richtig, das gilt übrigens nicht nur für diesen Vorgang. Ich habe das ja auch beim Verbraucheracquis, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass der Unternehmer den anderen über den Tisch ziehen will und der Verbraucher unmündig ist. Ja. Es gibt sehr wohl auch ganz umgekehrte Fälle, dass der Verbraucher auch der Stärkere ist, auch der Kompetentere und der Unternehmer, der kleine, insbesondere der kleine Mittelständler, der Freiberufler, ist der Schwäche. Bei uns ist es inzwischen so, auch durch die Medien, vielleicht auch durch TV Lulling, dass natürlich die Medien und die Zeitungen, das ist ja klar, die Ausnahmefälle interessieren die Menschen, ja.
die erwecken Aufmerksamkeit. Und die Medien. Richtig, und gibt Der Normale interessiert keinen mehr. Ja, und richtig. Und dann heißt es immer, und da muss doch was geschehen, und da muss doch was geschehen. Ja, und dann werden Gesetze gemacht, und dann ist zwar ein Gesetz gemacht, die auf eine Minderheit von Abzockern oder ich weiß nicht so, oder von Leuten, die überhaupt nichts verstehen. Es sind auch Placebos zum Teil. Also die Vorstellung nicht, man hat ein Problem, man macht eine Vorschrift, dann hat man zwar eine Vorschrift gemacht, aber das Problem nicht gelöst. Aber es ist was gemacht. Aber wir haben jetzt was dazu beigetragen. Ich möchte mich herzlich bedanken dafür. So nicht auch merci, dass ihr da nur geguckt habt. Bis nächste Woche.